Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, der Hammer. Blaster mit Spannschlitten und Rotationstrommel. Das haben wir letzte Woche gelernt. Und ich hab gedacht, wir machen da mal eine Übersicht über Blaster mit Spannschlitten und Rotationstrommel. Räder. Also das sind Mavericks. Da haben wir Mavericks Rev 6. Und das ist auch Maverick Rev 6 hindurchsichtig. Das ist da. Ja. Arg viel schneller geht's leider nicht. Das ist der ganze Witz an der Geschichte. Und ich hab gedacht, wir vergleichen da mal, was haben wir, 8 Blasters, glaub. 8 Stück, ich hab nochmal nachzählt, die wir heute vergleichen. Erst einmal die 2. Wir machen immer, ich sagen, 5 bis 6 Messwerte, je nachdem, was das Magazin vom Die Rotationstrommel, die Rotationstrommel, je nachdem, was die hergibt. So, fangen wir klassisch mit dem Gelben an. Aufwacher, gibt was zu messen. Ich messe. So. 16,8 Meter pro Sekunde, versteht sich. 18,1 Meter pro Sekunde. 16,0 bleibt drin. 16,6. Die klingt, die hat so schönen Klang. 15,4. Das 322,5. Nee, das passt nicht. Wisst ihr was? Muss ich mal unauffällig das Netz leeren. Das dahinter ist. Oh, haben wir eine halbe Dart. Wir machen da mal Resetter. Das 322,5 glaube ich nicht. Das wäre ein bisschen arg gefährlich. So, jetzt seht ihr mal, wie hochprofessionell man das nachladen kann. So. Ich glaube, ein halber Pfeil passt nicht, nein. Der ist noch von letztem Mal von meiner Prophecy da. Habe eine neue Prophecy. Das wisst ihr hoffentlich schon. Ja, so wie der Kanal angefangen hat. Mit Prophecies. Oder mit einer blauen Prophecy. Und das ist jetzt das zweite. Jetzt gehen wir das dritte Jahr vom Kanal. Das heißt, habe wieder Prophecy gebaut. Die dritte. Hört ihr das, wie das klingelt? 15,6. 17,5. Irgendwie 17,6. Irgendein Fehler. 17,5. 17,6. Hört ihr das? Ich finde, vom Klang her ist das ein cooles Blaster. Also, bevor wir noch weiter rumblädelt, laden wir die 2 wieder rein, das sind aufgeräumt. So, dann haben wir einen Durchschnitt 16,9 Meter pro Sekunde. Das versteht sich. Im Minimum 15,6. Im Maximum 17,6. So, Leute. Das heißt 16,9. Dann Resetter. Zurück. So. Der ist doch. Können wir jetzt 13,6. 6,9. 13,0. 15,2. 15,7 und 13,2. Liegt das an den Pfeile oder? Das, weil damals im Durchschnitt 12,9, im Minimum
6,9. Das war da eine Ausreißer. Ja, die war sonst auch schlechter. Und im Maximum 15,7. Das heißt, das Maximum ist schon weniger wie bei dem. Jetzt machen wir alles. Die 3 Pfeile sind hier dankenswerterweise zurückgeflogen. Die laden wir da rein. Guckt wie das. So. 11,9. 11,5. Und 12,8. Ich würde sagen, das liegt an den Pfeilen. Die sind vielleicht ein bisschen schwerer, dass die ein bisschen langsamer fliegen. Ja. Oder so würde ich das jetzt mal resümieren. Ist das ein richtiges Wort? Resümiere. So. Yes. Und zurück. So. Dann kommen wir. Packen wir die mal hier auf Seite. Zur Strong Arm. Das ist auch ein Blaster mit Rotationstrommel, die man ausfahren kann. Und einem Spannhebel, den man spannen kann. Das ist eine spannende Geschichte. Hui, 19,4, 19,7, 19,7, 18,3, 17,0 und 19,7. Hört ihr das? Der klingelt auch so ein bisschen. Das. Räumen wir die dann wieder auf. Ist auch schönes Blasterle vom Design. Wobei das die Schokoladenseite ist. Da ist das die Schokoladenseite. Ist ein bisschen. Gut, das ist. Ich glaube, der Bereich ist, dass man da auch noch das wenn es sich so verkantet oder so. Weil das eigentlich unnötig ist. Das ist halt cool, dass man die Trommel rausfahren kann. Das mag ich auch noch Maverick. Also, hat 18,9 im Durchschnitt. Mit Minimum von 17,0. Maximum von 19,7. So. Das heißt, das ist der stärkste Blaster bisher. Dann bereiten wir mal vor für den nächsten Blaster. Das ist auch ein Blaster mit Spannenschlitten und Rotationstrommel. Die Longarm, die hatten wir hier schon mal auf dem Kanal. Das ist bloß ein 5 Schuss und ein ewig langes Ding. Aber die hatten wir schon zweimal auf dem Kanal. Ich habe sie ja immer repariert. Da ist da ein bisschen was kaputt gegangen, glaube ich. Ist mir mal nachgefallen. Oder ist es hergegangen. Also sie ist heruntergefallen und dadurch ist sie mir kaputt gegangen. Aber der fleißige Ingenieur hat es wieder gekriegt. Also dieser fleißige Ingenieur hat das wieder repariert. So, jetzt habt ihr auch ein bisschen Schwäbisch gelernt. So, auf jeden Fall. Machen wir mal Messwerte. Da war es bloß 5 Messwerte, weil das hat bloß eine 5er Trommel. 19,7. 19,4 Meter pro Sekunde. 17,6. 17,9. 19,9. Und 20,0. Hui, hui. Damit hat es der bisher stärkste Messwert. 20,0. So. Ich mag das einfach. Warte mal, das müssen wir testen. Komm schon.
Nee. Nee. Okay. Nee. Und die wahrscheinlich. Ist nichts anderes zu warten. Nee. Nee. Also, das fällt mir jetzt gerade so auf. Das könnt ihr selber beurteilen, was euch besser gefällt, aber bei mir gewinnt die Longarm. Klingt ein bisschen. Das klingt ein bisschen lahm. Das hört sich halt schon. Ich mag die Longarm. Ist einfach das hübscheste Blaster bisher. Ich meine, die transparent grüne Maverick sieht auch cool aus. Also 80,9 im Durchschnitt. Damit ist sie genauso stark wie die Strong Arm. Obwohl die natürlich da vorne ein bisschen Nachteil hat. Also hat einfach ein paar Zentimeter mehr an Lauf. Dann im Minimum 17,6 und im Maximum 20,0. So, dann Vorbereiter fürs nächste Blästerle. Und da hätten wir die Disruptor. Das ist ein Blaster mit Spannenschlitten und Rotationstrommel. Aber der hat jetzt nicht zum Rausfahren. Ich meine, das ist wahrscheinlich so zum Benutzen schon praktischer, dass man den einfach so nachladen kann und das nicht erst ausklappern muss und einklappern muss. Aber es sieht halt nicht so cool aus. Und vor allem, das haben wir gerade zur Testprozedur dazu packt. Nee, das hat es nicht. Ich meine, es ist teils transparent. Gut, da vorne. Das unwichtige Zeug ist transparent. Und das, wo man dann sehen könnt, was abgeht, ist nicht transparent. Das ist schade. Aber ja. Wobei, da ist ein bisschen was transparent. Da seht ihr, wie es gespannt wird. Oh, was wäre 25,6. 25,2. 26,0. 25,9. 24,1. Und 39,5. Huiuiui. Okay. Das war ein gewaltiger zum Schluss. Also ja, mit 27,5 im Durchschnitt. Wobei je nachdem wie der 39,5, ob der passt. Aber sonst wird es ein Durchschnitt von irgendwas um 25 sein. Minimum von 24,1 und ein Maximum von 39,5. Das ist ein gewaltiges Blästerle. Ah gut, schau, elitär. Da steht ja drauf, Elite. Dann haben wir noch, falls eine Trommel nicht reicht, haben wir noch so ein Ding mit 2 Trommel. Das ist auch ein Blaster mit Spannenschlitten und Doppelrotationstrommel. Vor allem, der kann das. Habt ihr's gesehen? Zack, zack. Das kann der recht zuverlässig. Wir hätten jetzt erstmal resetten sollen. Zurück. So. Dann. $10,8. Ui. Ja. $7,9. Da passt irgendwas nicht. 8,5. 6,8. 3,7. Und 9,2.
Die habe ich gebraucht gekauft. Da passt irgendwas nicht. Aber ja, das war halt in der Konvolut dabei, da war mir das egal. Die wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, vielleicht müssen wir da doch irgendwann mal reingucken. Und dann mal gucken, was Sache ist. Weil ja, der Durchschnitt von 7,8, der kann ja nicht passen. Minimum von 3,7 und ein Maximum von 10,8. Also das halte ich für Gerücht. Aber wir haben noch ein bisschen was. Wir haben nochmal einen Blaster mit Spannenschlitten und einen Auswahlrotationstrommler. Und ja, der kann halt das. Das ist halt. Zack. Das ist halt nicht ganz so cool. Er braucht ein bisschen Nachhilfe. Das heißt. Ja, aber Messwerte. Dafür ist der halt schön lackiert. Aber Messwerte. So. 23, OS. 22,0. OS 20,4. 20,7. OS 20,6. Und OS 20,8. Das heißt, keine Ahnung, das ist ein X-Shot Blaster, aber keine Ahnung, was für Type das ist. Ein X-Shot halt. Weil im Vergleich zu Nerf schreibt X-Shot nicht drauf, oder zumindest habe ich es nicht gefunden. Wobei, manchmal schreiben sie der auch drauf, was für Type das ist, aber da steht. Habe ich es jetzt nicht gefunden. Ist egal, ein X-Shot, das ist die einzige X-Shot halt. Dann haben wir OS 20,7 mit 20,7 im Minimum und 23, OS im Maximum. Oh, die sind recht nah beieinander. Und dann resetten wir nochmal. Weil wir haben noch einen Blaster. So, der Mega Blaster zum Schluss. Wir haben da so ein Flammerding. Ich sag's euch. Cyclone Shot. Schock. Und in einer echt wilde Lackierung. Das sind so Mega Pfeile. Das ist, glaub, doch, auch nicht ganz. Das ist ein bisschen. Ich meine, die Disruptor würde auch cooler aussehen, wenn da unten noch was wäre. Irgendwie noch ein schmaler Stecker. Ich meine, dann wäre es nicht mehr so leicht zum Laden. Das ist natürlich der Nachteil. Und das muss man dann hier verdrehen. Aber sieht halt schon cooler aus. So von der Seitenlinie. Und warum auch die bloß auf einer Seite? Gut, da musste das die ganze Hinweis. Die ganze Hinweis musste da hin. Deswegen sieht die Seite halt cooler aus, weil da steht halt Cyclone Shock und Nerf und nicht auch ja, da kruscht Attention und nicht einmal auf Deutsch. Das klingt für uns nicht. Ui. Das klingt gewaltig. Schauen wir mal. 15,6. 17,6. Ah, das hat auch Feder, die zurückgeht. 15,1. 16,7. 14,9. Und 16,1. Das heißt, man kann eigentlich immer bloß zwei gleichzeitig einladen.
Jetzt muss ich schon mal alles weiter drehen. Ja, kann man da bei dem das heißt, den kann man auch gerade so, also ein bisschen schief Gott das, nein. Also bis auf den kann man, bis auf den da, der direkt drauf zeigt, kann man alle gleichzeitig reinladen. Ah ja. Aber gucken wir uns mal den Hot Rod an, was der so kann. Oder was der so konnte. 16,0 haben wir im Durchschnitt. Meine ist ein mega Blaster. 14,9 im Minimum und 17,6 im Maximum. Und da haben wir dann, gut, der Schwächste ist der Flip Fury, aber das ist wahrscheinlich, weil er halt einfach ein bisschen hell ist. Und der stärkste ist die Disruptor. Das ist halt einfach ein starkes Blaster. Also da haben wir, das können wir mal auf Seite packen. Da haben wir Disruptor auf Platz 1. Auf Platz 2 ist tatsächlich schon die X-Shot. Also Disruptor hat 27,5, die X-Shot 20,7. Und dann kommt schon die Long Arm mit 18,9. Wobei die Strong Arm, die Long Arm und Strong Arm teilen sich einen Platz mit 18,9. Dann haben wir die liegt schon richtig, die gelbe Maverick mit 16,9, mit 16, doch mit 16,0 die Cyclone Shock. Und dann haben wir die grüne Maverick mit 12,9 und dann zum Schluss die Flip Fury. Ja, ihr müsst euch halt die Disruptor da vorstellen. Ja, so. Jetzt wird gerade der Bildschirm aus. Und da die Flip Fury dann. So in etwa. Kriegen wir das? Ui. Die müssen wir so nachstellen. So. So. Kriegen wir das Bildschirm? Eieiei. Ja, so. Und da seht ihr gerade noch das Ende von der Flip Fury, der Honor und von der Disruptor. Der Honor. So, jetzt haben wir die Reihenfolge. Und ja, Long Arm und Strong haben wir aufeinander. Meine persönliche Reihenfolge, also was ich so cool finde, war halt die Long Arm, finde ich cool. Die Flip Fury, die hat schon auch was. Also ich mag halt den Mechanismus. Sonst die grüne Maverick, weil sie halt einfach grün ist. Und die Cyclone Shock. Weil sie halt Flamme hat. Also das ist halt, von der Optik sind das die zwei coolste. Sodele. Und das Strong Arm finde ich eigentlich auch recht cool. Ja. So, das wäre dann Übersicht zu Blasterless mit Spannenhebel und Spannenschlitten und Rotationstrommel. So. Und das nächste Mal gucken wir, was wir machen. Lasst ein Abo da, dann kriegt ihr es mit. Bis dann. Viel Spaß beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.